Willkommen zurück hier bei Dragon Fighter Z, liebe Freunde. Arcade-Modus haben wir in der letzten Folge so weit eigentlich abgeschlossen, uns mal gezeigt, was da für Mode gibt und so weiter und so fort. Und jetzt geht's weiter mit dem, wie ich glaube, letzten Modus hier offline-mäßig. Und zwar, ja, lokaler Kampf. Beziehungsweise natürlich lokaler Kampf, nicht einfach nur so ein Kampf oder so, nee. Sondern halt direkt schon ein Turnier. Was man zwar, glaube ich, auch online machen kann, also Spieler mitspielen können. Ja, vermutlich schon, war. Kann man dann mal irgendwie testen. Und als CPU-Gegner machen natürlich ein großes Turnier. Wollen ja ein bisschen was zeigen, das heißt 16 insgesamt. Sehr gut. Charakter wählen, würde ich sagen. Kann ich den Kampf irgendwie auswählen? Ne, kann man nur erster Kampf. Startposition wählen. Kampf wählen. Aha. Ja, nee, ich hätte es doch lieber links, weil rechts kann ich irgendwie gar nicht. CPU-Stärke, ich glaube im Test habe ich gerade irgendwie 70 oder 80 genommen. 100 nicht, das ist ein bisschen zu viel, aber ich glaube, ich versuche es mit 80, ja. Die Kämpfe, wie viele Kämpfe an sich erforderlich sind. Haben wir 2, war. Ja, auch sehr cool, aber ein gegnerischer Kämpfer, man sieht nur, ja. Vermutlich auf der Zufallsprinzip, wer gewonnen hat und wer verloren hat. Den Kampf selbst sieht man leider nicht, das ist, naja. Aber egal, immerhin haben wir jetzt, Moment, Final, Halbfinal, Viertelfinal, was sind wir jetzt? Ja, ich hätte aber gerne links starten, nicht rechts. Dann echt mal so war und dann haben wir gesagt, machen wir irgendwie die hier. Was war ihm der hier oder was? Der da? Immer mal den hier, was kann ich mir das war. Bin ich mir jetzt nicht mehr so sicher und ich stehe natürlich rechts. Oh, Scheiße. Rechts hat das Problem, weil die Befehle wieder invertiert sind. Wenn ich nämlich denke, komm, ich mache jetzt einen Move nach vorne, weil das ist eigentlich der richtige. Muss ich kurz umdenken. Ach nee, ich muss ihn hier rückwärts, also andere Richtung machen, damit es der ist, den ich eigentlich wollte. Und das ist schon eine Millisekunde zu viel. Nur überlegen dürfte ich gar nicht. Oh, wir haben schon das Team Vegeta. Sag mal. Ja, ist gut. Nein, fuck. Aua. Was so? Ah ne, stimmt, jetzt muss ich so. Ah, genau, das meine ich. Das wird richtig hässlich. Eine üble Kombi. Und das war gerade verdammt knapp, weil der geht dann nach einem Energiepunkt. Ja, ist gut.
Kannst du mal den Scheiß aufhören, Yamchu, du gehst mir sowas von auf den Sack, hey. Was ist so? Wieso kann ich nicht mit. Oh, ich wollte gerade so einen Goku rein switchen. Ach, ich hasse, wenn ich rechts spielen muss. Das geht gar nicht, hey. Mann! Was ist jetzt schon wieder los? Es gehen die Moves nicht. Oh, meine Güte, nicht mal mehr auf die Supermoves verlassen kann. Was zum... Du gehst mir auf den Sack, Yamchu, ganz ehrlich. Sorry, aber Yamchu haben sie total overpowered. Kannst sagen, was du willst. Der ist überpowered, Mensch! Meine Fresse. Ja, es ist nur meine persönliche Meinung, aber ich bleibe dabei. Yamchu ist meiner Meinung nach überpowered. So, wenn wir zweimal gewinnen war, ich hatte ja die glorreiche Idee. Hey, wieso kann ich mehr... Ich kann nur einmal angreifen. Jetzt hört einmal mit deiner Scheiß-Kombi auf, ey. Und wieder mal kann ich nicht weg... One Special Move nicht machen, wo Gegner in die Luft teleportiert, ging nicht. Alter, Mann, ich kann nichts mehr machen. Mit diesen Arschgeigen. Oh, haben noch viel zu viele Gegner vor mir. Leider. Ich hatte geblockt. Was war denn das für ein Scheiß? Nein! Ah! Wieso kommt geht das nicht rein? Und, oh. Natürlich sind die einen Kollegen rein und ist natürlich nicht invertiert, weil es trotzdem auf der anderen Seite. Ey, ist das bescheuert, hey. Das ist einer für mich der größten Kritikpunkt am Spiel. Das Moves, je nachdem, auf welcher Seite man guckt, also halt teilweise, eben nur teilweise halt auch in die andere Richtung gucken müssen. Das ist so ungewohnt. Und vor allem sind es nur Teilmoves, es sind nicht alle, solche Team kann man reinholen, ist es nicht. Das ist doch scheiße sowas. Und dann passiert eben so ein Quatsch. Alter, ich glaube, fangen Tonino noch einmal neu an. Aber ich dachte, man könnte sich irgendwie sitzen und sagen, okay, ich will nur mal links zocken. Ich meine, es ist offline, es ist nicht online und so, da muss ich nichts beweisen, geht eigentlich nur zum Zeigen der Modi. Aber so ist echt kacke. Toll! Oh, jetzt war schon wieder der gleiche Scheiß.
So. Alter, leg mich noch am Arsch. Ja, Mann! Kann man nichts machen. Alter, das liegt mir überhaupt nicht, weil vor allem das schnelle Umdenken da mit anderen Knöpfen und so weiter, wenn ich sowieso nicht, oder sowieso immer Probleme habe, die Moves auswendig zu merken, an welchem Knopf macht er was und so. Da klappt er von mir nicht. Sorry, Leute. Da braucht es echt mehr Übung, aber ja, vor allem, wenn du so einen scheiß Turniermodus hast. Die Schwierigkeitsgrad liegt aber nicht, weil ich habe schon mal mit 80 gekämpft und da ging es auch relativ gut. Ja, also ich muss da links sagen, wenn das nicht geht, dann ist Turniermodus für mich beendet, weil das kostet mir zu viel Nerven. Er ist mir zu nervig. Ja. Schau mal schnell, ob das irgendwie so funktioniert und so, das so einzustellen. Wenn nicht, dann war es halt. Dann war es jetzt auch eine kürzere Folge und so, ist mir grad scheißegal. Was, ich muss ein Turnier... Nee, Moment mal. Ich gucke doch jetzt hier den Turniermodus an. Hallo? Ich bin ausgeschieden. Oh, was ist das für ein Affenpiss? Oh. Wer hat diesen scheiß Turniermodus entworfen? Was hilft es, wenn ich sehe, welcher CPU gewonnen hat, wenn ich nicht mal weiß, welcher Charakter da teilgenommen hat, wie die gefallen haben? Ich sehe da ja alles nicht. Es war einfach so, ja, CPU, der, per Zufallsprinzip, das ist doch Kacke. Bekommen so eine Affenpisse. Ja, liebe Entwickler, ich hoffe, da wird noch ein bisschen gefeilt. Das ist einfach nicht richtig ausgedacht, sorry. Ja, komm, mach hin. So, nochmal Turniermodus nachher. Ey, ich mache jetzt aber auch nicht mehr mit 2 Kämpfen, weil dauert sonst lang mal ein Kampf, das reicht. Wenn man halt verliert, dann ist halt Scheibenkleister. Ja, geil. CPU 9, Glückwunsch. Auch total zufällig, oh, der hat gewonnen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Aber eben sonst hat das Spiel gar nichts mehr zu bieten. Also, wie gesagt, offline-mäßig, ist ja vor allem online und so weiter ausgelegt und alles andere ist halt vor allem online. Außer halt Übungsmodus, aber er will das schon zeigen. Gruppenkampf aber genauso, das haben wir schon gemacht. Okay, da lokaler Kampf, bin ich halt drin, Rangliste, ja klar, Wiederholung, Langkämpfe und so, Arena-Kampf ist halt auch online. So. Bin gespannt. Das kann man hier wirklich alles einstellen, wa? Ja, jeder kann nach jedem Kampf wählen. Würde ich gerne. Ich hoffe, das kann ich selbst auch machen, ne? Versuchen wir es nochmal. Die natürlich gleich NPC-Stärke, sonst wäre es ein bisschen sinnlos. So. Dass man es auch nicht überspringen kann, wenn er auch ein bisschen im Loch. So. Wenn ich einen Gedulden wählen möchte. Ja, ich kann nicht bei CPU
einsteigen, oder? Ist ein bisschen crazy. So. Aber die Originalfarben. Vielleicht bringt mir das ja mehr Glück. Aber nur vielleicht. Ja, wie nennt man jetzt diesen Block da mit Super Saiyan Vegeta, Super Saiyan Blue Vegeta und Bills? Wie einfach Bills steht. Bills. Hey, bring mal Bills. Ja, kannst bitte mal... Hallo, jetzt geht die Taschensteuerung nicht. Ich wollte... Was ist denn das für eine Affenpiste? Ich wollte das hier machen. So, aber ging nicht. So, jetzt bin ich sauer. Scheißegal, ob es unnötig ist oder nicht. Klar, jetzt einfach ab. So. Knie gebrochen. Tschüss. Vielleicht sind auf die Gegner auch zu stark. Kann natürlich raus sein, dass ich mit 80 was vorgemacht habe. Oder es ging vorhin, also beziehungsweise in meiner Testphase, weil ich da halt nicht gequatscht habe und deswegen mehr Konzentration hatte. Das könnte theoretisch auch sein, obwohl es ein bisschen bezweifelt, dass man dadurch gerade so viel ausmachen würde, sag jetzt mal. Ja, doch logisch, also macht schon ein bisschen was aus, aber so viel, aber jetzt eher weniger. Wie geht das Haus nicht mehr? Ich kann es nicht auswählen. Was ist denn das immer? Ich wollte... Es geht schon wieder nicht mit Goku. Den wollte ich wohl mit Vegeta machen. Der geht lustigerweise immer, aber der andere geht nicht. Oder teilweise nicht. Weil vorhin Arcade hatte ich auch keine Probleme. Ich verstehe es nicht, Leute, ganz ehrlich. Ja, gut. Da sehen wir mal, was ein CPU mit bloß 80 Stärke so alles machen kann. Also bloß, ja, ich meine, sorry, wenn ich hier mit 80 schon so auf die Fresse kriege, muss man dann so sagen. Was soll denn erst online? Weil da gibt es sicher solche, die machen CPU mit 100. Die machen die einfach fertig. Also ich schätze mal, 100 wird vermutlich sehr schwer, so etwas an Hardcore-Gegner, keine Ahnung. Da mein CPU sind noch ein bisschen was anderes, als so ein Real-Life-Gegner. Vor allem kannst du ein CPU, wenn der echt so gut wäre, kannst du gar nicht mehr die Abwehr durchbrechen, weil da halt alles schon vorher, ja, wie es halt so ist, zwar schon vorher kalkulieren kann. Wenn natürlich ein echter Spieler, ein realer Spieler, der muss natürlich darauf reagieren, was er sieht. Und das dauert natürlich ein bisschen länger. Ganz logisch. Ja, war natürlich jetzt eine Fehlfolge, werden wir gleich beenden. Und die Frage ist, mache ich jetzt nochmal ein Part-Turnier? Eigentlich mit den gleichen Bedingungen, nur halt nicht mehr so stark. Das macht halt CPU auf 50. Oder nee, komm, mach 60. Ich glaube, ich hatte irgendwo 50 eingestellt. Was kann man machen? Okay, nee. Ah, stimmt, nee, weil ich vorhin noch kurz trainiert habe. Genau, mit Übungen und so. Übungsmodus. Ich habe irgendwie kurz CPU mal auf 50 gestellt. Ja, gut, machen wir mal 60, gucken nochmal.
Ja, aber ich sehe schon, ich habe noch eine Menge vor mir. Bevor ich gut genug wäre, rein theoretisch, aber vor allem die Taskenotationen, die müssen funktionieren. Ich verstehe einfach auch nicht, wenn ich da halt wirklich mit den Schulter-Tasks, mit Steuerkreuz hantiere, je nach Supermove halt, manchmal funktioniert es, manchmal nicht. Ich verstehe es einfach irgendwie nicht. Vor allem der Witz an der Sache ist, wenn es jetzt schon offline so ist, wo ich so Probleme habe, das teilweise nicht, ja, teilweise funktioniert, teilweise nicht, oder beziehungsweise reagiert es nicht richtig, wird denn das erst online? Mit dem Lags und so drin, was ja eigentlich logisch ist, ein bisschen Lags haben muss, beziehungsweise Verzögerung. Ja, das wird, glaube ich, ein anderes Thema werden. Okay, Freunde, ich sage noch Danke fürs Zusehen. Nächste Part also versuchen wir es nochmal. Wie bereits erwähnt, machen wir eigentlich die gleichen Bedingungen soweit. Bis auf den hier, Anzahl CPU-Gegner. Hier machen wir auf 60 diesmal und gucken, wie es läuft, wa? Und danach werden das Let's Play halt offline-mäßig soweit vorerst beendet. Ich sage mal Danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal. Tschüss!